Heute Abend da. Hey, ich habe euch ein paar andere Gäste mitgebracht. Darf ich mal vorkommen? Da kommen ja noch ein paar andere. Hallo, Schlafpeter, dann auch noch. Und ich habe auch noch mal jemanden mitgebracht, das ist Debbie. Hey Debbie, du darfst ganz kurz sagen, du bist ja normalerweise nicht immer nur in der Schweiz, sondern wo bist du sonst auch noch anzutreffen? Genau, heute zusammen. Ich freue mich mega, heute da zu sein. Ich bin mit dem ICF und AVC im Nordirak. Und ich bin jetzt gerade im Heimaturlaub. Genau, wir haben dort ein Projekt in den Flüchtlingslager. Und wir haben am Dienstagabend haben wir unseren Infoabend. Also für alle, die sagen, hey, das interessiert mich, kommen unbedingt. Ich habe gerade vorher noch erfahren, dass der Sascha Ernst, der Leiter von AVC, sogar wird dabei sein und wird auch noch geile Geschichten erzählen. Also sie sind alle herzlich eingeladen am Dienstagabend im Office oder online. Hey, mega cool, aber Debbie, ich habe dich auch noch wegen einem anderen Grund geholt. Und zwar, wenn wir dich challengen heute Abend. Okay. Du siehst, wir haben hier verschiedene Freunde. Ich tu mal schnell antippen. Wer bist eigentlich du da? Hallo zusammen, ich bin Bescha. Okay. Und da? Wer haben wir da? Hallo zusammen, ich bin die Hildegard, aber ihr dürft mir auch Hildi sagen. Ich bin schon seit 10 Jahren in der Schweiz. Ja, aber man hört es gerade nicht mehr, gell? Okay, also Hildegard, 10 Jahre erst in der Schweiz, wir müssen noch ein bisschen mit ihrem Akzent schauen. Auf jeden Fall werden sie dir Teil von Bibelvers vorlesen, wenn du sie antippst. Okay. Und du musst probieren, den Vers in die richtige Reihenfolge zu bringen. Das heisst, du musst sie in der richtigen Reihenfolge antippen. Bist du ready? Yes, also ich fange mal irgendwo an. Yo, 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 die Welt. Was? Jo, das ist einfach mein Dialekt, weißt du? Die Welt. Die Welt. Okay, gut. Hat Gott? Versteht ihr etwas? Hat Gott? Könnt ihr es mir sagen? Ich verstehe sie nicht. Ah, danke. Du musst gut zuhören, du musst deine Ohren spitzen. Also, die Welt hat Gott Geliebt. Oh, ich weiss, wo das angeht. Okay. Irgendwo ist da noch so sehr. Dass er seinen, Was? Ich verstehe die nicht. dass er seinen, Dass er seinen. Oh, welche habe ich jetzt schon? Jetzt weiss ich es nicht mehr. Das ist eben die Challenge, oder? Shit. geliebt. Ah, die kann ich schon. Hat Gott? Wo ist das so sehr? Eingeborenen Sohn gab. Denn auch so, Was? denn auch so, Denn also. Die Welt. Ja, dann fange ich mal an mit die Welt. Okay, die Welt. Geliebt. Geliebt. Hat Gott? So sehr. Nein, was? Hat Gott, ich kann es nicht, ich bin schlecht, die Du Welt schaffst das, du schaffst das. geliebt. eingeborenen Sohn gab. Dass er seinen, Das ja sein. Okay, also. Hat Gott die Welt geliebt? Hat Gott ist noch nicht der Anfang. Du musst den Anfang finden. Mist. Also nochmal alles neu. Also das ist. Hat Gott? Hat Gott. Ich kann mir im Fall helfen, wenn ihr es wisst. geliebt. Eingeborenen Sohn gab. Denn auch so, Das verstehe Jetzt ich hast eben du nicht. gehört, was haben sie gesagt? Was sagt sie? Denn auch so. Denn also. Denn also. Ah. Jetzt komm, jetzt probierst du, schaffst es. Denn also. Denn also. Aber der Vers heißt doch, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Ist es ein anderer Vers? Übersetzungen sind eben einmal so ein Ding, wie ich liebe Debbie. Ah. Ich bin... Denn Denn also, ist fang mal das. an. Gut. Welches war denn also? Ihr seid mir da am helfen. Wer? Bitte, ich bin verloren. Hä? Der Fuchs? Ah, gut. Also. Der Fuchs. Denn also nicht so sehr, sondern denn also, hat Gott, das hat glaube der gesagt. Nein. Geliebt. Der Frosch. Danke. Ja, komm, mach jetzt doch hier. Gott? Ah ja, hat Gott. Okay. Denn also hat Gott die Welt, oder? Ja. nein, Hallo? denn also, Ah nein, das ist nicht der Denn Anfang. also Die Welt, da, Die ich Welt? schaff's. Die Welt. Okay, denn also hat Gott die Welt Yes, jetzt kommt's. geliebt.
Nein. Okay, nicht du. Darf es sein? Da, geliebt. Geliebt? Yes. Darf es sein? Das er seinen. Und jetzt, welches hast du noch nicht gehabt? Eins fehlt noch. Der. Nein. Helfe dir, welcher hat sie noch nicht gehabt? Helfen mir. Ganz so drüber mit der Hand. Ganz so drüber. Der. Rufen ja oder nein, wenn sie ihn schon gehabt haben. Nein. Also. Nein. Nein. Ah. Yes, it's geschafft. Gib it up. Danke, Come on. danke. Das nächste Mal machen dir das. Hey, und ich übergebe gerade da einem von diesen Plüschtieren oder vielleicht auch zwei. Ich muss zugeben, die Dialekte sind nicht so einfach gewesen. Tut uns mega leid. Liebe Freunde, schön sind ihr heute in der Kirche. Wir gehen jetzt dann gerade weiter, und zwar in die Celebration. Schön hast du von daheim aus zugeschaltet. Schön. Wir gehen in dieser Serie weiter, Live Love. Wie können wir in unserer Zeit, wo wir leben, Liebe leben? Und wir gehen ins nächste Thema über. Und heute ist das Thema, von dir wird immer wieder erwartet, dass du auch etwas beiträgst, dass Ungerechtigkeit in dieser Welt bekämpft wird. Von dir wird erwartet, dass du im Namen von Liebe handelst. Also in the name of Love. Alle sind gut. Geil. Also nochmal. In the name of Oh, mega schön. Haben die das geübt? Im Namen von Liebe muss man doch etwas tun, gerade als Christ oder auch in der heutigen Zeit. Wir sind nur von Christen erwartet. Früher war es vielleicht noch eher so, schau, jeder lebt für sich und schaut hauptsächlich, dass es ihm gut geht. Und die Christen haben dann das Gefühl gehabt, ja, wir müssen ein bisschen auch über den Tellerrand ausdenken. Heute denkt jeder, ja, wir alle müssen etwas machen im Namen von der Liebe. Wir müssen alle doch Liebe leben irgendwie. Ich möchte euch mit reinnehmen. Ich habe 3 Bereiche, die ich anschauen will, wenn es um Ungerechtigkeit geht. Weil ich glaube, gerade die Medien nutzen es sehr oft vor. Sobald irgendwo eine Ungerechtigkeit passiert, etwas, was nicht ist, kommt es in die Medien, wird es verrissen und wird das thematisiert. Und ich möchte 3 Arten mit euch anschauen, wie wir Ungerechtigkeit eben immer wieder auch erleben und wie es etwas mit uns macht. Und wie wir müssen wissen, was ist denn unsere Antwort, was ist denn Gottes Antwort, Jesus' Antwort auf Ungerechtigkeit. Die erste Ungerechtigkeit ist Unterdrückung, die wir erleben. Das Thema ist mega wieder aufgekommen, dass man immer auch schaut, oder wo gibt es Unterdrückung. Logisch, auf der einen Seite haben wir Kriege, die passieren. Wir haben ganz schreckliche Sachen. Es gibt auf der Welt auch extrem viele Christenverfolgungen. Hunderte, Tausende von Christen werden jedes Jahr für ihren Glauben umgebracht. Es ist die meistverfolgte Religion übrigens auf dieser Welt. Dann auf der anderen Seite aber erleben wir Unterdrückung auch, haben wir eine ganz neue Art erlebt in den letzten Jahren. Wir hatten Corona gehabt. Und Massnahmen sind gekommen und viele von uns haben die Massnahmen eher nicht so schön gefunden, sondern als Unterdrückung. Du hast plötzlich nicht mehr die Freiheiten gehabt. Und es war ungerecht und die einen haben es so ungerecht gefunden, dass es nicht mehr Massnahmen gibt. Die anderen haben ungerecht gefunden, dass es so viele Massnahmen gibt. Und dir ist ein Teil von deinem Leben geraubt worden. Die nächste Art von Ungerechtigkeit, die wir immer wieder erleben in unserem Leben, das ist Diskriminierung. Das grosse Wort. Die ganze Zeit wird es genommen. Du hast Bewegungen, wie zum Beispiel Black Lives Matter, die gegen Rassismus vorgehen, weil das ist eine Diskriminierung. Du hast aber auch andere Bewegungen, die gegen sexuelle Diskriminierung oder sonst Diskriminierungen vorgehen. Das ist ein riesen Wort. Und auf der einen Seite hast du die Bewegungen, wo du dich irgendwie damit befassen musst. Auf der anderen Seite erlebst du selber in deinem Leben vielleicht auch Diskriminierung. Ich kann mich erinnern, wie einmal meine Mami am Predigen war. Mein Papa ist Pfarrer, meine Mami hat predigt und dann ist ein Mann aufgestanden und hat gesagt, die Frau soll in der Gemeinde schweigen. Und ich weiss, es gibt Leute, die dieser Meinung sind, dass man das aus der Bibel so herausnehmen kann. Fair enough, ich sehe es ganz klar anders. Aber der Punkt ist nicht das. Der darf doch seine Meinung haben. Aber muss der mitten in der Predigt von meiner Mami sie unterbrechen, aufstehen und sie anschreien mit dem? Ist das nötig? Das ist für mich so ein Diskriminierungsmoment, wo mein Herz bricht. Es macht einem hässig, wenn man das sieht. Vielleicht hast du Mobbing erlebt. Oder eine Freundin von dir oder ein Freund von dir hat Herzmobbing erlebt. Diskriminierung wegen vielleicht anderen Sachen, vielleicht wegen deinem Glauben, dass du diskriminiert wirst. Wir erleben das sehr oft in unserem Umfeld.
Und das Letzte, der ganze soziale Druck, der da ist auf euch. Das ist riesig. Du darfst nicht mehr sagen, wenn du gerne Reggae hast und in einer Reggae-Band spielst, darfst du als Weisse keine Dreadlocks mehr haben. Ja? Letztes Wochenende ist wegen dem ein Konzert abgebrochen worden. Und die meisten von uns mögen das vielleicht jetzt lustig finden, aber wenn du deine Leidenschaft nachgehst und du findest, das ist doch etwas, ein Teil von mir gewesen, es muss alles in die Waagschale gelegt werden heutzutage. Plus kommt noch dazu, immer einer von deinen Kollegen hat genau in dem Moment, wo du einen Fehler machst oder du etwas sagst, wo nicht ganz den Namen spricht, sicher sein Nattel und dann landet es im Internet und dann hast du für den Rest des Lebens hast du das irgendwie am Hals. Das ist etwas Neues. Der Druck auf deinem Leben ist wirklich crazy gross, die Erwartungen, keine Fehler zu machen. Und amix, vielleicht denkst du das auch, wir leben in einer Zeit, so crazy ist es noch nie gewesen. So viel Spannungen in unserer Gesellschaft hat es noch nie gegeben. Aber lass uns mal 2000 Jahre zurückschalten und schauen, wie es bei Jesus war. Ich weiß auch nicht. Also, ja, jetzt. Also. Hey, endlich wieder ein Small Group mit Jesus. Hey, ja, sag's nicht. Ich habe mich schon die ganze Woche darauf gefreut. Chillen mit den besten Freunden, einfach hängen, ein bisschen austauschen. Nein, es ist nicht okay. Gar nicht. Die scheiß Römer, die regen mich auf. Weißt du, jetzt marschieren sie zuerst in unser Jerusalem ein. Und dann sie sind die Größten. Dann ignorieren sie, warte jetzt. Sie ignorieren unsere Kultur. Unsere. Und zwingen uns ihre scheiß Brüche auf. Und wenn sich irgendjemand dagegen wehrt, ja dann. So, gute Nacht. Das ist einfach nicht fair. Was hat die eigentlich zu will, wer sie sind? Jetzt, nein, komm, jetzt, warte. Jetzt hocken wir schnell an, jetzt tun wir Okay. schnell. Hey, die ganze Jetzt Wut sitzen da. rauslassen. Ja. Einschnaufen, raus. Ja, viel besser, ja. Das kann nicht ist wahr alles in sein. Das Ordnung. kann einfach nicht wahr sein. Nein. Wo ist Jesus? Jesus, wo ist er? Sorry, Jesus ist noch nicht da. Ist alles okay? Sehe ich so aus, als wäre alles okay? Die Pharisäer machen mich noch wahnsinnig. Sie kommen da an und haben das Gefühl, sie wissen besser Bescheid als wir. Genau wie die Römer. Wie Trümmer! Okay, ich kann nur ein Glas Wasser trinken, okay? Nachher kommt so ein Pharisäer und schlägt mir aus der Hand. Einfach, weil ich es mit der falschen Hand gehabt habe. Also, wenn er wüsste, was ich mit dieser Hand sonst noch machen könnte, wäre er sicher nicht so gemein zu mir gewesen. Warte jetzt. Es gibt ein Gesetz, mit welcher Hand man den Becher hat. Nein, gibt's nicht. Unverschämt. Raus! Freunde, essen das Saug aus, kommen oben runter. Die elende Samariter! Was ist los? Hebt euch fest. Ich bin im Markt, haben mir ein Huhn kaufen und dann kommt so ein Unrein von Samariten und rumpelt mich weg. Und dann bin ich natürlich ein bisschen weggegangen, weil die so unrein sind. Und was macht der Typ? Der macht es gerade nochmal. Und so fest, dass ich sogar mein Huhn verloren habe. Ja, und dann? Dann ist es losgegangen. Mein Huhn ist überall im ganzen Markt umeinander gerannt. Und dann ist der Samariter voll auf mich losgegangen. Wir haben so angefangen zu prügeln. Und dann ist die römische Polizei gekommen und haben mich beschuldigt. Mich! Dann sind die Pharisäer gekommen, haben angefangen ihre Leviten zu lesen, während mich der Samariter verdruckt hat. Scheißsystem! Ich sag's euch, die Römer sind ein Fluch. Ich weiss. Wie die Pharisäer auch. Sie kommen da an und sie verurteilen zu Unrecht. Das ist so unfair! Ich weiss. Mir steht der Demo. Ja! Demo! Kommen! Jerusalem! Heute Jerusalem! Heute Jerusalem! Heute Jerusalem! Heute Jerusalem! Heute Jerusalem! Ja! Wow! Junge! Jesus! Jetzt hock schnell an. Sitzen! Ich sitze, Hallo? Hey, Jesus! Hoi? Nein, bei uns ist alles in Ordnung. Alles.
Friedlich. Wann kommst du? 10 Minuten, super. Ja, ja. Was, wir haben Besuch heute Abend? Ja, wer denn? Oh. Nein. Ich habe kein Problem damit. Du weißt ja. Nächste Liebe. Okay. Ja, machen wir. Bis dann. Okay, tschüss. Ciao, ciao. Bis nachher. Ja, und? Was hat Jesus gesagt? Ja, wir bekommen heute Abend Besuch in der Small Group. Von wem? Von wem? Römische Prostituierte. Ein steinreicher Pharisäer. Und ein barmherziger Samariter. Ja, Jesus hat gemeint, wir sollen sie doch herzlich willkommen heißen. Schön, wundervoll, hä? Wir dürfen nicht vergessen, dass Jesus wahrscheinlich in der spannungsreichsten Zeit gelebt hat. Weil die Beispiele, die wir hier gesehen haben von den Jüngern, das sind genau so ist es gewesen. Nochmal, lass uns nochmal die Ungerechtigkeit anschauen. Die Unterdrückung der Römer ist etwas vom Brutalsten gewesen, was man kennt hat. Kreuzigung ist die brutalste Art, wie man jemanden hat sterben lassen. Und das haben die Römer gemacht, um die Juden zu unterdrücken. Oder Diskriminierung. Es ist immer wieder, lesen wir von Geschichten, wo die Juden haben nicht etwas zu tun mit den Samaritern. Warum? Es ist ein Teil der Israeliten gewesen, der sich vermischt hat mit anderen Völkern. Sie haben im Norden gewohnt von Jerusalem, also weiter im Norden oben, und sie haben sich vermischt mit anderen Völkern. Und niemand hat etwas mit denen zu tun gehabt. Es war offen gelebter Rassismus im härtesten Grad gewesen. Und das Letzte auch, der soziale Druck. Weil Pharisäer, die sind immer hinter Jesus und die Jünger nach gewesen. Wehe, er hat einen kleinen Fehler gemacht, irgendetwas nicht ganz richtig gesagt. Sie haben ihm immer falsch stellen. Jesus, kennt all den Druck. Also wenn wir in unserer Gesellschaft merken, hey, so viele Anforderungen, was man alles sein sollte und was man nicht sein darf, Jesus kennt's. Jesus kennt's. Und wir können Jesus in diesen Sachen zum Vorbild nehmen. Weil der Punkt ist der, Ungerechtigkeit macht ja immer etwas mit uns und das soll es auch. Aber wie gehen wir mit dem um? Wir müssen lernen von Jesus, in einer ungerechten Welt zu leben. Das ist nicht einfach. Ja, das ist genau das, was ich auch liebe an Jesus und warum ich ihm nachfolge. Man kann ihn nicht in eine Box stecken und nicht schubladisieren. Oder? Er lässt sich nicht auf eine Seite zwängen, wo er nicht sein will. Und ich weiss nicht, wie es euch geht. Für mich ist es extrem herausfordernd, die letzten Jahre als junger Mensch in der heutigen westlichen Welt zu leben. Weil ständig sehe ich mich alltäglich damit konfrontiert, zu allem, zu jedem möglichen Thema, zu jeder Zeit eine Meinung müssen zu haben. Und wehe, sie passt nicht dem Gegenüber. Ich weiss nicht, Corona ist vielleicht ein gutes Beispiel. Was? Du bist nicht geimpft? Du tötest im Fall unsere alten Leute. Du bist nicht solidarisch, du bist ein schlechter Mensch. Wie kannst du es wagen, dich nicht zu impfen? Was, du bist geimpft? Weißt du nicht, was es dort drin hat? Langzeitfolgen für die Jungen, blablabla. Es ist immer für oder gegen. Für oder gegen. Bist du für uns oder gegen uns? Bist du für links oder bist du für rechts? Oder bist du für Klimawandel oder gegen Klimawandel? Oder es geht immer weiter. Und was passiert, wenn du eine andere Meinung hast? Oder du noch keine Möglichkeit hast, zu einem gewissen Thema eine Meinung zu bilden. Du bekommst zu spüren, was viele Menschen und viele Bewegungen heutzutage antreibt. Wut. Wut über Ungerechtigkeit. Und lass mich eins heute Abend klarstellen. Ungerechtigkeit zu erkennen und wütig zu werden, ist nicht falsch. Ungerechtigkeit nicht zu tolerieren und dagegen vorgehen zu wollen, ist nicht falsch. Aber lass mich dich das heute Abend fragen. Auf welche Art gehen wir denn gegen Ungerechtigkeit vor? Kommt es denn darauf an, wie wir das machen? Solange
heiligt der Zweck der Bekämpfung der Ungerechtigkeit dann alle Mittel? Vielleicht gewisse von euch denken, ja, weisst, Gott hockt dort oben und ist ein Gott der Ungerechtigkeit und solange ihr für Ungerechtigkeit kämpft, spielt es mir eigentlich nicht so eine mega Rolle, wie ihr das macht, solange ihr Gerechtigkeit herstellt. Aber es spielt eine Rolle. Das Problem mit der Wut ist Folgendes. Wenn Wut unsere treibende Kraft ist, dann ist die Sünde nicht mehr weit entfernt. Wir müssen uns das bewusst sein als Christen. Dass Wut in sich selber nicht falsch ist, aber dass sie ein unglaubliches Potenzial hat, unsere Sünde zu leiten. Der Paulus sagt das so in seinem Brief an die Epheser. Er sagt im Epheser 4,26, sündigt nicht, wenn ihr zornig seid. Denn es ist tatsächlich so, die Wut leitet uns oft dazu, Waffen aufzunehmen oder zu wählen, die Jesus uns niemals in die Hand geben würde. Eine von diesen Waffen ist ein Herz. Und der Morgenstern, der demonstriert das harte Herz. Du fragst dich, wieso? Ich mich auch. Spaß, nein, ich weiss wieso, ich erkläre es euch. Ich habe ihn heute Morgen geschwungen und fast in die erste Reihe geschossen. Mache ich jetzt nicht, aber würde ich es gerne machen. Anyway, warum ist der Morgenstern ein Herz? Ein Herz. Er hat Stacheln, er ist schwer für mich. Er ist kalt und er erlaubt es mir, Menschen zu verletzen, ohne ihre Nähe zu suchen. Nämlich von weitem. Wie weisst du, ob du ein Herz hast? Wie sind deine Gedanken über die Menschen, wo du glaubst, dass sie verantwortlich sind für die Ungerechtigkeit in der Welt? Sind sie positiv? Wie denkst du über die Menschen? Ich hänge den wieder rein, weil er ist wirklich mega schwer. Ich bin vor ein paar Jahren in Manila, in den Philippinen, in einem Missionseinsatz. Vor 3 Monaten haben wir in einem Slum gearbeitet und gewohnt auch. Unsere Kirche, wo wir damit gewohnt haben, kein Dach gehabt, es war überall heiß. Das hat geheißen, an unseren Tagen, wo wir frei hatten, immer einen Tag pro Woche, sind wir in die Shopping Mall, weil dort war es schön kühl. Und was wir dort sehen, ist, die Schere zwischen Arm und Reich ist so krass aufgegangen. Und ein Szenario, das sich immer wieder uns geboten hat, ist folgendes: nämlich ein älterer, weißer Herr mit einer sehr, sehr jungen philippinischen Frau. Und es ist ein Tabuthema in den Philippinen, über das zu reden. Jeder weiß, was es ist. Das sind Sextouristen. Und es gibt nichts auf dieser Welt, was mich so wütend macht. Weil das Sextourismus ist für mich der Inbegriff von der Ausbeutung und Unterdrückung von Reich gegen Arm. Und es hat mich so angeekelt. Ich weiss noch, wie ich auf dem kaputten Dach von unserer Kirche gehockt bin. Und ich habe Gott gesagt, das ekelt mich an, die Männer überhaupt zu sehen. Ich möchte nichts mit denen zu tun haben. Gott, ich weiss, dass du auch so überdenkst wie ich. Ich bin so angewidert. Und in dem Moment höre ich die Stimme von meinem Gott, der zu mir sagt, hey, wie kannst du es wagen, so über meine Kinder zu reden? Und ich habe realisiert, hey, das Herz verhindert, Menschen so zu sehen, wie Gott sie sieht. Und lass mich dir eins sagen. Sextourismus ist falsch. Es ist falsch und ich tue es nicht rechtfertigen. Aber die Art, wie ich über die Männer nachgedacht habe und sie verurteilt habe, von weitem ohne überhaupt ihre Nähe zu suchen, das ist nicht Jesus. Und wenn ich dir etwas sagen will heute Abend, dann ist es wirklich Folgendes. Hey, aus einem harten Herz kann nichts und wird nichts Gutes fließen, jemals in deinem Leben. Ja. Niemals. So gut. Die Bibel sagt uns, dass Wut vom Menschen keine Gerechtigkeit von Gott schafft. Und trotzdem ist es irgendwie ganz natürlich, dass wenn wir Ungerechtigkeit sehen, dass wir selber Gerechtigkeit schaffen wollen, und zwar jetzt. So greifen wir gerne mal zu dieser Waffe von der Selbstgerechtigkeit. Und wir gehen dann in den Krieg gegen Ungerechtigkeit. Und unser Ziel ist vielleicht gut, aber die treibende Kraft ist unsere Wut. Und es fühlt sich dann vielleicht richtig an, wenn Böses mit Bösem vergeltet wird. Oder wenn der Bösewicht am Schluss vom Film stirbt. Ich bin im Moment im Irak mit dem Projekt von ICF und AVC unter diesen Flüchtlingen dort.
Und wir gehen viel mit Leuten Tee trinken und sie besuchen. Und eine Familie hat uns zum Znacht eingeladen. Und sie haben sich mega gefreut, dass sie uns eingeladen haben, weil sie haben gesagt, wir möchten endlich mal mit Christen reden. Wir haben nämlich in der Bibel gelesen und wir finden es gut, was wir gelesen haben. Doch, dass du sollst deine Feinde lieben, das finden wir nicht gut. Die Leute in diesen Lager haben grosse Ungerechtigkeit erlebt und haben schlimme Sachen durchmachen. Wir haben ihnen dann aber erklären, wieso wir Christen eben unsere Feinde lieben können. Und zwar wegen dem, was Jesus gemacht hat für uns, dass er gestorben ist für unsere Schuld, können wir anderen ihre Schuld auch wieder erlassen. Und dass wir einen Gott haben, der gerecht ist und dass wir auf ihn hoffen, dass er Gerechtigkeit schafft. Im Psalm 89 heißt es nämlich sogar, dass Recht und Gerechtigkeit das Fundament von Gottes Thron ist. Gottes Königreich ist basiert auf Recht und Gerechtigkeit. Gottes Wesen ist gerecht. Und wir vertrauen darauf und wir hoffen darauf, dass er wird kommen und er wird die Gerechtigkeit wiederherstellen. Und für mich ist das natürlich einfach, um so zu sagen, weil ich bin ja nicht direkt betroffen von diesem Konflikt. Ich bin ja nicht die flüchten musste. Ein paar Wochen später hatte ich ein Gespräch mit einem guten Freund von mir im Lager. Und er hat mir eine Geschichte erzählt, wie er probiert hat, illegal zu flüchten und das Land zu verlassen. Und sie haben ihn an der Grenze verwünscht und haben ihn in eine Zelle gesperrt, die so klein war, dass er nicht einmal ausgestreckt liegen konnte. Sie haben ihn schlecht behandelt. Und als ich das gehört habe, hat das mein Herz gebrochen. Aber es hat mich auch mega hässig gemacht. Dass jemand, den ich liebe, der ein guter Freund ist von mir, so schlecht behandelt wird. Ich konnte nicht umgehen mit dem. Und plötzlich bin ich selber am Punkt, wo ich wieder Lust hatte, zum selbstgerecht zu sein. Und zum nicht loslassen und zum hässig zu sein. Und wo ich Mühe hatte, wirklich zu vertrauen auf Gott, dass er wird für Recht sorgen. Etwas, was mit meinem Herz passiert, wo ich merke, muss ich aufpassen, ist, dass ich gesetzlich werde. Dass, wenn ich Ungerechtigkeit sehe, die mich betrifft und ich merke, man müsste es doch anders machen und ich wüsste wie, und ich fange an, mich zu vergleichen mit allen Leuten und fange an, alles immer in die Waagschale zu legen. Und ich fange an, über andere zu urteilen. Letztes Jahr hatte ich ein Gespräch mit einem anderen Pastor und wir haben so angefangen, über eine Kirche zu reden und da habe ich gerade angefangen, ja weisst, bei dieser Kirche ist auch viele Sachen. Und dann unterbricht er mich und sagt, Gott hat ihm gesagt, er soll nie über andere Kirchen negativ reden, weil das ist immer noch sein Werk und er soll das allein beurteilen können. Und ich bin so reingegangen, warum habe ich so ein Herz, und ein Herz, das immer alles beurteilen und andere verurteilen. Warum vergleiche ich mich so schnell? Und ich merke, ich brauche eine Veränderung in meinem Herz. Ich muss lernen, das Urteilen über andere muss ich wirklich ablegen. Es ist nicht mein Auftrag, der Richter zu sein über andere Menschen. Logisch, es ist mein Auftrag als Christ, überlegen, was ist wirklich gut, was sagt die Bibel wirklich, was sind richtige Werte, was ist Wahrheit und Wahrheitsleben. Aber der Richter von Menschen bin ich nicht. Und Jesus fordert uns aus, diese Waffen immer wieder abzulegen. Lass uns zurückgehen zu Jesus. In seiner schwierigsten Stunde wird er von einem seiner besten Freunde verraten. Und die Pharisäer oder die Tempeldiener kommen und sie nehmen Jesus gewaltsam fest. Mitten in der Nacht. Logisch, der Petrus nimmt das Schwert und schlägt rein. Aber Jesus sagt ganz klar, stopp. Leg das Schwert ab. Hast du nicht gewusst, Petrus? Ich könnte jetzt dem Vater sagen, er soll 12 Legionen von Engeln schicken. Gott hat nicht das Problem, dass er nicht weiss, wie man alle Ungerechtigkeit aus der Welt ziehen könnte. Aber er hat einen anderen Plan. Einen anderen Weg, wie er es machen will. Nicht Gewalt, sondern die Liebe. Ja. Lass uns nochmal die Ungerechtigkeiten anschauen. Wie Jesus den Römer begegnet ist. Die Leute haben erwartet, dass Jesus jetzt einen Aufstand macht, weißt? Aber wo ein römischer Hauptmann zu ihm kommt und ihm bittet, heil mein Kind, hat Jesus nicht gesagt, ja, du, so ein mit dir, du bist ein Unterdrücker. Nein, er hat gesagt, ich sehe das.
Und da haben wir gesagt, schau, du musst nicht einmal kommen, du kannst nur ein Wort sprechen und ich weiss, es wird gesund. Und Jesus sagt an einem Unterdrücker, an einem römischen Hauptmann, du hast grösseren Glauben, als ich da in Jerusalem bei den Juden gesehen habe. Was? Er gibt ein Kompliment zu einem? Jesus begegnet im Johannes 4 an einer Samariterin am Brunnen. Mit ihr sollte er nichts zu tun haben. Die ist doch unrein. Und dann ist auch noch eine Frau, wo Jesus nicht mit ihr so reden darf. Und dann erzählt sie sogar noch, und es kommt raus, dass sie sexuell jetzt wirklich nicht so lebt, wie Gott das eigentlich vorgeschlagen hat. Und Jesus liebt sie und eifert um ihr Herz, dass sie glaubt, dass sie ihn erkennt, dass sie ewig leben kann. Und er liebt sie, ohne Boundaries. Oder Johannes 3, der wahrscheinlich bekannteste Bibelvers. Also, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat und nicht verloren geht. Wie crazy, weißt du, wo der sagt? Jesus sagt im Gespräch mit dem Pharisäer, mit dem Nikodemus, und der Nikodemus stellt seine Frage, warum neu geboren werden, muss ich wieder zurück in die Mutter und alles. Und Jesus nimmt sich Zeit und liebt ihn im 1:1. Jesus wählt konsequent den Weg, Liebe zu geben, dort, wo ich ankomme. Das langt. Das ist der Weg, das ist die Art und Weise. Und wo Jesus vom Gericht steht, sagt er am Herodes, schau, mein Vater könnte mir jetzt Legionen schicken, aber mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ich baue etwas Grösseres als das von dieser Welt. Darum bin ich dort, wo es Liebe, darum gebe ich Liebe rein, dort, wo es braucht, wo Gott mich berührt. Das Herz ist ein bisschen ein Blindspot. Niemand von uns hockt da und sagt, ein Charaktermerkmal von mir ist ein Herz. Darum, meine Herausforderung für heute Abend ist, mach dein Herz auf. Laut der Heilige Geist ein. Welche Personengruppen stressen dir und gehen dir so richtig auf den Sack? Und hast du das Gefühl, für die musst du dich nicht kümmern. Weil der Weg von der Wut führt zu einem harten Herz. Aber der Weg von Jesus, der führt zu Barmherzigkeit. Und das ist der Gegenpol. Während ein Herz eine Linie zieht und sagt, alle auf dieser Linie stehen und anders denken und anders sind und ich nicht damit einverstanden bin, die haben es nicht verdient, die sind nicht qualifiziert für meine Liebe. Aber Barmherzigkeit, die zieht einen Kreis um die Leute und sagt, hey, wir sind im gleichen Boot, lass mich dich kümmern. Weil die Definition von Barmherzigkeit ist, sehe Not und dann tun etwas dagegen. Und es spielt keine Rolle, wer das ist, wie die Person denkt, welche Hautfarbe oder von wo. Oder was sie denkt über das Impfen lassen in Corona-Zeit. Sondern wir als Kirche haben die Erlaubnis, uns zu kümmern um jeden. Um jeden Einzelnen. No matter what, no matter who. Und darum fordere ich dich wirklich herausfordern. Hey, nimm das harte Herz und leg es ab. Weil ein Herz isoliert dich. Ein Herz, das macht dich zu einer schlechteren Person. Aber Barmherzigkeit, das macht die anderen Menschen um dich herum besser. Wenn du anfängst, barmherzig zu sein, dann machst du Schritt auf die Menschen zu. Lass auf ihre Geschichten, bevor du sie verurteilst. Nimm dir Zeit. Ich habe so viele gute Gespräche gehabt, nachdem Gott endlich mein Herz aufgebrochen mit diesen Männern, und ich nicht mal hätte können im gleichen Raum sein, habe ich nachher mir Zeit genommen, um denen zuzulassen, mit ihnen zu schwätzen. Und ich habe ihre Geschichte nicht gerechtfertigt, was sie gemacht haben. Aber es hat mir das Verständnis gegeben, wie sie an den Punkt gekommen sind. Und dann habe ich die Wahrheit von Gott über ihnen anfangen zu deklarieren. Und das sind wir berufen, liebe Kinder. Das ist unsere Aufgabe. Kümmern wir uns um die Leute. Und vielleicht sagst du so, ich habe ein Herz, aber ich weiss, es ist vielleicht schon so hart, ich weiss gar nicht, wie man das macht. Glaub mir, Gott hat Erfahrung, im grossen Stein wegzuwerfen, wenn dort keine Hoffnung mehr ist. Das hat er gemacht, wo Jesus in dem Grab gelegen ist vor 2000 Jahren. Und er wird es auch wieder machen bei deinem Herz. Er sagt sogar in der Bibel, im Hesekiel, ich gebe euch ein neues Herz und ich setze einen neuen Geist in euch hinein. Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und setze ein neues Herz hinein, das lebt, das schnauft. Und Barmherzigkeit wird dir kosten, weil alles, was wichtig und gut ist, kostet etwas. Aber es ist der Weg, wo Jesus dich beruft. Und du kannst heute eine Entscheidung machen, du kannst sie rausschieben, aber irgendwann wirst du sie machen. Willst du jemand sein mit einem verhärteten Herz? Dann behalte die Waffe in der Hand und greif sie fest. Oder möchtest du jemand sein wie Jesus? Weil beides geht nicht.
So gut, Tim. Hey, vor ein paar Jahren hat Gott mich schon mal aufmerksam gemacht auf Wut in meinem Herz. Ich bin nämlich jeden Tag mit dem Velo arbeiten und immer mal wieder hat das Auto mich fast umgefahren. Die Rücksichtslosigkeit Velofahrer gegenüber hat mich hässig gemacht und ich habe immer häufiger angefangen, diesen Autos hinterher zu fluchen. Das sollte man nicht, aber ich habe es gemacht. Ich bin dann auch leicht angepisst im Geschäft angekommen und habe meinen Mitarbeitern erzählt, was wieder Schlimmes passiert ist. Und ich habe vielleicht das Gefühl gehabt, dass ich für mein Recht aufstehe oder für das Recht von Velofahrern, aber eigentlich habe ich mit dem ja niemandem geholfen. Die Bibel sagt, dass Wut von Menschen keine Gerechtigkeit von Gott schafft. Nur Gott kann ganzheitliche Gerechtigkeit wiederherstellen. Das Beste, was wir also machen können gegen Ungerechtigkeit, ist Gott zu dienen. Ist sein Wille zu tun. Ist lernen, unsere Emotionen und auch unsere Wut seinem Willen zu unterordnen. Und ich durfte lernen, im Kleinen wie auch im Grossen, die Selbstgerechtigkeit loslassen und Gott zu fragen, Gott, was ist dein Weg? Was ist dein Wille? Wie kann ich dir dienen am Morgen auf dem Velo? Und eigentlich habe ich die Antwort ja schon gewusst. Im Lukas 6,27, wenn es mir recht ist, redet Jesus nämlich in der Bergpredigt und sagt, lieb deine Freunde. Nein, sorry, die auch. Deine Feinde. Tu denen gut, die dich hassen. Segne die dich fluchen. Und bete für die dir Böses tun. Wir sind berufen zum Segnen und nicht zum Fluchen. Zum Dienen, zum Lieben. Ich habe also angefangen auf dem Velo, jedes Mal, wenn ein Auto mich ein bisschen hässlich gemacht hat, das Auto zu segnen und für den Fahrer zu beten. Und was es gemacht hat, ist, es hat mich erinnert, dass auch auf meinem Leben ein unverdienter Segen liegt. Von dem, was Jesus vor 2000 Jahren gemacht hat. Und dass ich diesen Segen auch weitergeben kann. Und ich bin dankbar bei der Arbeit angekommen. Die Geschichten im Nordirak, die sind für mich nicht so easy, um einfach loszulassen. Es ist für mich nicht so easy, um nicht einfach ein bisschen zu segnen. Sondern ich darf mich jeden Tag wieder neu entscheiden, dass ich wirklich glaube und hoffe, dass mein Gott gerecht ist, dass Jesus wird zurückkommen und dass nur er ganzheitliche Gerechtigkeit wird wiederherstellen, auch für die Leute, die so viel Leid erfahren haben. Und dass ich darauf vertraue, dass das Beste, was ich machen kann, ist, nach Gottes Willen zu suchen und ihm zu dienen. In dem Innen ist für mich Gebet ein Schlüssel geworden. Das Beten für die Leute, für die Situationen, aber auch für ihre Feinde. Weil im Gebet kann ich Gottes Herz bekommen, kann ich seine Sicht bekommen, kann ich Liebe bekommen. Doch manchmal weiss ich gar nicht, wo anfangen. Gerade wenn ich für Leute bete, wo ich eben vielleicht keine Liebe habe. Und etwas, was ich entdeckt habe, was ich euch mitgebe, ist, dass ich angefangen habe, die Bibel zu beten. Es ist für uns mega normal, dass wenn wir worshipen, dass wir Lieder singen, die irgendjemand geschrieben hat. Aber wenn wir beten, haben wir immer das Gefühl, wir müssen kreativ sein. Aber ich habe angefangen, wenn ich nicht gewusst habe, was beten, einfach die Bibel aufschlagen und die Verheißungen und Versprechen über diese Leute, die auch schlimme Sachen machen, auszubeten und sie zu segnen. Durch das, was in der Bibel steht. Und Gott hat mir seine Sicht gegeben, er hat mir sein Herz gegeben. Und ich habe auch stundenweise brüllen in seiner Gegenwart. Und habe einfach einklinken in seine Perspektive und in die Hoffnung, die wir haben in Jesus. Wenn ich die heutige Welt anschaue, habe ich das Gefühl, es ist so viel Ideologie so viele Sachen, so viel Druck, so viel Gesetzlichkeit auch. Früher habe ich das Gefühl, die Christen haben als religiös gegolten. Heutzutage ist jeder mega religiös. Mega hohe Ideologie, was man alles machen muss. Mega viele Gedanken, mega viele Sachen. Und die Gesetzlichkeit, Jesus sagt, ich kann euch nicht auf die Welt an, dass ihr Gesetze befolgen könnt. Legt die Gesetzlichkeit an. Mein Wunsch an euch ist ganz einfach, habt mich doch bitte einfach lieb. Lebt doch einfach leidenschaftlich für Jesus. Bleib doch in dieser Liebe zu mir, bleib begeistert. Und dann lass dein Herz weich bleiben für dein Umfeld und lebe einfach aus dem raus. Jesus selber hat auch diesen Anspruch, die die Gesellschaft an ihn gestellt hat, dass er Gerechtigkeit bringen muss, hat er nicht erfüllt.
Und Jesus sagt dir heute, gib mir bitte die schwere Joch, wo die Gesellschaft dir geben will. Dass du alles richtig machen musst. Dass du jeden Kampf gewinnen für die Gesellschaft. Dass du die Antwort bist auf jede Ungerechtigkeit. Gib mir das Joch ab. Und lass mich dich führen. Ich tue etwas in deinem Herz und ich komme zum Ziel, wenn ich dein Herz einfach haben darf. Komm, wir stehen auf zusammen. Als ich 20 war, habe ich gewusst, hey, ich möchte ein frommer Mensch sein, ich möchte ein guter Christ sein und leben. Und bin so fast in ein Burnout gekommen, weil so viele Sachen da waren, wo ich das Gefühl hatte, ich müsste da noch besser sein als alle anderen. Ich müsste da doch, weil ich Christ bin, noch mehr leben. Und Gott hat mir gesagt, lass los. Wenn du mir nachfolgst, in den einfachen Sachen, dann wird ich so viel mehr durch dich tun, als du denkst. Leg das Komplizierte, all die Ideologien, was du noch alles sollst, leg das mutig ab bei mir. Für das bin ich gestorben. Und ich lade dich ein, wenn du merkst, du willst Druck heute ablegen. Du willst heute die Last, du willst heute auch vielleicht die Waffe ablegen bei Jesus. Dann mach das mit mir zusammen. Jesus, die Welt, ganz ehrlich, sie überfordert mich oft. All die Sachen, die passieren, so viel Ungerechtigkeit zu sehen und ich wünsche mir, es würde sich ändern. Du siehst all die Wut in meinem Herz, du siehst alles, was es mit mir macht. Und du siehst aber auch den Druck, der auf meinem Leben ist, Jesus. Alles müssen richtig zu machen. Ja, nicht Ungerechtigkeit reinbringen. Der Perfektionismus, der mich täglich immer wieder abzieht und belastet. Jesus, ich lege das Joch ab. Schenk mir dein leichte, sanfte Joch. Und brich mein Herz für was, wo dies bricht. Mach es ganz weich. Und lass mich die Menschen so sehen, wie du sie siehst. Jesus, nicht länger durch meine Brille, aber durch deine. Yes, come on. Gib mir das neue Herz, das lebt. Und gib mir Kraft, auf Menschen zuzugehen. Ich möchte dich mehr lieben als meine Meinung.